Salut zusammen, hier ist nach längerer Abwesenheit mal wieder der Lionel. Merci vielmals, schaut ihr wieder oder immer noch zu. Wie es der Titel sagt, habe ich kürzlich einen neuen Kanal eröffnet, wo die Sprache nicht Schweizerdeutsch, sondern Chinesisch ist. Und gerade gestern ist ein Bericht im Lokalfernsehen Tele Basel veröffentlicht worden, wo das eigentlich relativ kurz und knackig zusammenfasst. Fast 80.000 Menschen kennen ihn, oder besser gesagt, kennen seine Videos. Als Ask Switzerland hat der Basler Lionel Batteguet jahrelang mit seinen Videos auf YouTube unterhalten. Immer auf Schweizerdeutsch. Jetzt hat er umgeschaltet, nämlich auf Chinesisch. Ariel Dürrenberger hat den jungen YouTuber getroffen. Dumme Antworten sind Programm bei seinen Videos, wo er als Ask Switzerland die Leute auf der Straße auf ihr Allgemeinwissen brieft hat. Wie heisst zum Beispiel die Partei, die du jetzt kennen würdest? Zum Beispiel Swisscom oder so. Das ist jetzt vorbei. Ich habe fast 5 Jahre lang schweizerdeutsche Videos gemacht und irgendwann habe ich das Gefühl, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich meine Videos nicht mehr besser machen kann. Ich habe das Maximum rausgeholt, oder das Maximum, das ich leisten kann, rausgeholt. Jetzt wechselt auch auf chinesische Videos. Eine neue Herausforderung, die der 22-jährige Jurastudent will angehen. Das Konzept ist, dass ich den Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen zeige, was ein Leben in der Schweiz so bietet oder nicht bietet. Und ich weiss, dass die Schweiz im ostasiatischen Raum einen sehr positiven Ruf genießt. Und ich denke, dass das ein sehr gutes Startguthaben ist für einen Kanal. Chinesisch hat der junge Basler gelernt, wo er ein Jahr in Taipei und Peking unterwegs war. Aber hat er auch die neu gelernte Sprache in seinen Videos auch schon einfließen. Seine kultigen Strassenumfragen auf Mundart sind jetzt Geschichte. Darüber ist der Lionel Batteguet aber nicht traurig. Ich habe es gesehen als einen Abschnitt in meinem Leben, wo ich sehr viel lernen konnte, der mich auch weiterbringen wird. Und wo ich hoffe, dass ich auch ein bisschen den Schweizer Leuten, die das geschaut haben, einen guten Service bieten kann, mit guten Videos. Aber wehleidig bin ich gar nicht. Seit 6 Tagen kann man sein erstes chinesisches YouTube-Video auf dem neuen Kanal anschauen. Wer ihn aber weiterhin will verstehen, muss wohl auf seine alten Videos zurückgreifen. Oder Chinesisch lernen. Für mich ist es einfach eine Möglichkeit, dass ich mal ein neues Abenteuer habe und ein schweizerdeutsches Video machen ist einfach zu sehr zur Routine geworden. Ich meine, ich habe es in dem Beitrag gesagt, ich habe mich nicht mehr verbessern können. Es ist irgendwie so eine Art Decke gekommen, die ich nicht durchstoßen konnte. Falls es euch interessiert, würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr schnell einen Blick auf einen neuen Kanal werfen könnt. Er ist unten gerade verlinkt. Und ich habe auch eine Webseite angefangen zu machen. Sie ist noch nicht fertig, sie ist in der Aufbauphase, aber sie ist schon abrufbar. Auch die ist verlinkt. Auf jeden Fall bin ich hier in den Kommentaren aktiv. Ich beantworte alle eure Fragen. Ich schaue, dass ich wirklich so viel wie möglich beantworten kann. Was auch immer ihr wissen wollt, ich antworte darauf. Und das ist eigentlich auch schon gewesen. Tschüss!